Die Ruhr, ein schöner kleiner Fluss. Doch das, was an Umweltgiften drin ist, vermasselt den Wasserwerkern seit 2 Jahren die Bilanz. Seither müssen sie sich mit Schadstoffen wie PFT oder Arzneimittelrückständen öffentlich herumschlagen. Das sorgt für eine Dauerdiskussion. Sie kann deswegen nicht enden, weil diese Inhaltsstoffe, egal in welcher Größenordnung sie gemessen werden, und wenn es noch viel niedrigere Konzentrationen sind, immer auch ein Öffentlichkeitsproblem sind, ein Medienproblem, ein politisches Problem sind. Problemen mit der Öffentlichkeit kann man aus dem Weg gehen, indem die Wasserwerke handeln, sprich investieren, die ganzen Schadstoffe einfach mal rausfiltern oder sie zumindest noch einmal erheblich reduzieren. Dagegen spricht kein technisches Argument. Wasserwerker können alles, sage ich. Wir können aus Abwasser Reinstwasser machen oder destilliertes Wasser, was wir in den Bügeleisen einsetzen können. Dagegen sprechen die Kosten, die entstehen. In dem Moment, wo ich immer niedrigere Konzentrationen aus dem Wasser rausholen will, steigen die Kosten exponentiell. Und die Frage ist, will der Bürger, will der Wasserverbraucher diese Kosten tragen und welchen Sinn soll es haben, dafür Geld auszugeben? Nützen könnte das vielleicht der Gesundheit. Schließlich kann man von manchen Giften nicht einmal sagen, wie sie langfristig wirken. Es gibt nicht mal gesetzliche Grenzwerte. Also, der Einbau von Filtertechniken ist offensichtlich teuer. Wie viel der Verbraucher dann für das Trinkwasser bezahlen müsste, ist aber unklar. Was bleibt also übrig?